Christkirchen bezeichnet sich immer als Sportstadt und das unterstreicht natürlich diesen Nimbus, wenn man einen Verein hat, der Europameisterschaft austragt und wenn 8 Nationen in Christkirchen um den Titel kämpfen, dann hat man da eine Breitenwirkung und eine Strahlkraft, die natürlich der Stadt zugutekommt, aber auch der gesamten Region. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kompliment allen Akteuren. Also das Konzept, das ist richtig, es ist noch nicht gestanden, aber das erste Mal, wie ich es gesehen habe, die Entwürfe, hat man schon gesehen, da sind Profis am Werk. Ich kenne die Faustballer von früheren Großveranstaltungen. Ich weiß, da steckt auch die Union ganz maßgeblich dahinter. Wir in der Stadt sind es gewohnt, Großveranstaltungen abzuhalten, haben einen guten Bauhof, haben ein gutes Team auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, die Hand in Hand arbeiten. Und wir haben die nötige Infrastruktur mit dem großen Schulzentrum. Ja, und das sind alles Parameter, die man halt dann zusammenfügt wie ein Puzzlesteinchen. Und so habe ich eben von vornherein gesagt, erstens einmal bin ich selber Faustball-Fan, zweitens einmal schätze ich eben unsere Faustballer und drittens einmal für die Stadt Christkirchen kann es nichts Besseres geben als solche Großveranstaltungen, um ins Rampenlicht gerückt zu werden. Wir reden von 6.000 Besucher, wir reden von einer Breitenwirkung, von einer Bekanntwerdung in einem Ausmaß, wie man es sonst eben nicht erreichen würde. Also alles Argumente, die für eine Ausrichtung der Europameisterschaft sprechen. Und somit war es ein leichtes und wie ich vorhin gesagt habe, es ist für mich ein Kompliment an den Verein, aber ein Kompliment an die Stadt, dass wir es gekriegt haben.